Als ich im Frühjahr 1946 aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft in die befreite Heimat zurückkehrte, da sah diese Heimat natürlich ganz anders aus, als wie es früher war. Ich spreche nicht von den Ruinen, die überall noch da waren, aber vor allen Dingen auf dem Schlosse saß nicht mehr der Junker, in der Schule nicht mehr der faschistische Lehrer, überall wehten sorbische Fahnen und das war für uns etwas Beglückendes, Neues, nie Erträumtes. Ja, ich wollte mich natürlich nur mit Feuereifer in die Arbeit stützen und malen und nur malen. Und da habe ich gleich am nächsten Tag nach der Heimkehr mein erstes Bild gemalt. Es hieß Heimkehr. Es ist nach Motiven eines alten sorbischen Volksliedes geschaffen. Das Mädchen weinte 7 Jahre um ihren Geliebten, der in den Krieg gezogen war und nach 7 Jahren zurückkehrte als Bettler. Ja, ich konnte also vorläufig nicht mehr zu meinen geliebten Wassermännern und Mittagsfrauen und Dudelsackpfeifern und Hochzeitsbittern zurückkehren, denn das neue Leben, das war so aufregend und ich konnte nicht anders, als auch das im Bilde darzustellen, was ich nun täglich um mich herum sah. Da waren zum Beispiel die freiwilligen Jugendbrigaden, die überall die Trümmer wegräumten. Aber die Jugend hat ja nicht nur das alte Hässliche beseitigt, sie hat auch das Neue wieder aufgebaut. In meinem Dorf hat man hier Linden gepflanzt. Ihr seht hier die Linden, die hier vor meinem Atelier stehen. Auch die Volksfeste in unserem Dorf hatten sich verändert. So feierten wir das erste Mal den 1. Mai in unserem Dorf. Nun, da sind wir zusammen marschiert unter deutschen und sorbischen Fahnen, waren unsere Mädchen und Frauen in sorbischer Tracht. Nun, dieses Motiv hat mich nicht losgelassen, ich habe das dann öfters noch wiederholt. Ja, also in den ersten Nachkriegsjahren, da passierte ja auf unserem Dorf so viel Neues und Aufregendes, man wusste nicht, was man anfangen sollte, zuerst in Bilder darzustellen. Kam zum Beispiel der erste sowjetische Traktor ins Dorf, gekränzt und mit roten Bändern und Blumensträußen besteckt. Und die Jugend tobte um ihn herum und begleitete sie, das war also ein großes Erlebnis. Naja, und dann haben wir die LPG gegründet im Dorf, ich bin selber LPG-Bauer geworden. Und dann, der schönste Tag war dann der Tag, an dem die Bauern ihr Vieh in den gemeinsamen Stall brachten. Das habe ich auch miterlebt. Er hat nicht nur das Leben im Dorf gestaltet. Mit seinen Kollegen ging er in die Schwarze Pumpe, damals eine Großbaustelle des Sozialismus. Er zeichnete den ersten Kühlturm. Es war wunderbar, dort zu arbeiten, erzählt er, mit den Arbeitern zu diskutieren. Später haben uns auch die Kumpel von Boxberg über die Schulter geschaut. Im Arbeitskreis sorbischer bildender Künstler stehen auch seine Werke zur Diskussion. Die äußerlich schlichten, ikonenhaften Bilder strahlen Poesie. Den Menschen rückt er darin weit in den Vordergrund. Die holzschnitthafte Vereinfachung verleiht der Figur die Klarheit und Verständlichkeit. Die Tradition und die Verständlichkeit, sagt Repin über solche Bilder, geben den Werken eine besondere Kraft. Die Regierung der DDR sorgt dafür, dass Nowaks Arbeiten in die richtigen Hände gelangen. Hier wird sein Bildzyklus Der sorbische Bauer gestern und heute den Kindern einer sorbischen polytechnischen Oberschule übergeben. Die historische Entwicklung des sorbischen Bauern hat den Künstler als Thema sein ganzes Leben lang beschäftigt. Podam vám po takým tuto cyklus v mene Ministerstva za kultúru a vy ste budete hľadať svíru demokratické tradície serbských dživavých. Manchmal habe ich Sehnsucht danach, sagt er, nur malen und schreiben zu können. Aber dann macht mir auch die gesellschaftliche Arbeit ungeheuren Spaß. Man hat mehr Verbindung mit dem Leben.
mehr Anregung für neues Schaffen. Mircea Noack wurde zum Erzieher vieler seiner jungen Freunde. Seine Kenntnisse und Lebenserfahrungen gibt er ihnen weiter, vor allem die Liebe zur Heimat und das Wissen über ihre Geschichte. Hier erzählt er ihnen von seiner Schaffensweise, darüber, wie er das Detail studiert, bis er es beherrscht, um es dann in seinen Bildern schöpferisch wiederzugeben. Sein Blick geht über Grenzen hinaus und lässt die Heimat größer werden. Er erfasst und verarbeitet die Schönheit der Überlieferung. Mit seinen Mitteln erhält er. Auf den Dörfern leben wieder die alten Bräuche auf. Mircea Noack gestaltet sie in seinen Bildern. Das Wallein, ein volkstümliches österliches Kinderspiel. Das Zampern, ein Fest der Freude über den besiegten Winter. Die gewonnene Lebensfreude, das ungehinderte Mitwirken am Leben, lässt ihn optimistischer sein als je zuvor. Wenn die Ernte eingebracht ist, pflegt die Jugend in der Niederlausitz das Hahnrupfen. Brauchtum und Sagen, in der Arbeit des Volkes wurzelnd, sind reich an Bedeutung. Mircea Noack legt ihren Sinn frei zu unserer aller Nutzen heute und hier. Die besiegte Mittagsfrau. Wir erinnern uns, unser Wissen schlägt sie in die Flucht. Sein Leben ist ein Teil unserer wechselvollen Geschichte. Mit Feder und Pinsel hat er festgehalten, wie wir ehemals Armen und Rechtlosen zu Eigentümern und Mitgestaltern wurden. Mit ihm zusammen erlebten wir die sorbische Sprache das erste Mal gleichberechtigt neben den anderen, gefördert unsere Lieder und Bräuche, sahen, wie unsere Kunst ein Teil der Kunst des ganzen Landes wurde und fanden in diesem Staat das erste Mal ein Vaterland.